Deshidele, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Lhamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama rät zu einfühlsamer und mitfühlender Polizeiarbeit. Ein Tibeter, der von China zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde, taucht nach 7 Jahren wieder auf. Ein tibetischer Reiseleiter stirbt an seinen Gefängnisverletzungen in Jeju, Tibet. Die zentraltibetische Verwaltung hat ihre Website neu gestaltet. Tibet-Unterstützungsgruppen in Japan und Tschechien bekräftigen weitere Unterstützung für Tibet. US-Außenministerium schließt sich an virtuellen Losar-Feierlichkeiten an. Tibet ist nicht nur eine moralische Frage, sondern ein Interesse der USA. Virtuelle Feier des Tibet Policy Support Act 2020. Während seines lebhaften Gesprächs mit den Mitgliedern der indischen Polizeistiftung betont seine Heiligkeit der Dalai Lama, da die Polizei dazu da sei, Freiheit und Demokratie zu verteidigen, sei es wichtig für die Polizei, ihre Motivation zu überprüfen und sich an die Prinzipien zu erinnern, nach denen sie handelt. Seine Heiligkeit der Dalai Lama lobte die indische Armee, die die Grenzen bewacht, und weist darauf hin, dass sie nicht nur das Land beschützt, sondern auch die Kultur und die Werte, die sich auf diesem Land entwickelt haben. India, as I mentioned earlier, one of the biggest democratic country, now protect this country, not just its border or these things, but protect 1,000-year-old India's tradition. Very important. This Karuna, Ahimsa, you see, these Indian tradition actually world need. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hatte am Mittwoch dieser Woche einen virtuellen Vortrag über Empathie und Mitgefühl in der Polizeiarbeit mit der indischen Polizeistiftung Indian Police Foundation. In einer besonderen Videobotschaft anlässlich des 34. jährlichen Benefizkonzertes von US Tibet House dankte seine Heiligkeit der Dalai Lama der Organisation für ihre Beiträge zur Förderung der tibetischen Kultur und Tradition. And some organization like Tibet House is very useful, very helpful to make clear what is Tibetan culture. And those people who helping Thurman, so these I think gradually will be a sort of informal to new area or west. So therefore, I really appreciate Bob Thurman, my long time my friend. Kürzlich ist ein Bericht über einen tibetischen Mann namens Namda aufgetaucht, der im Jahr 2013 von China zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde. Mehr als 7 Jahre nach seiner angeblichen Verhaftung im Juli 2013 sind Nachrichten aufgetaucht, dass Namda im Kyushu-Gefängnis inhaftiert ist, das weniger als 50 Kilometer von Tibets Hauptstadt Lhasa entfernt liegt. Namda stammt aus dem Landkreis Jeju in Nakchu, der zur sogenannten Autonomen Region Tibet gehört. Er wurde verurteilt, weil er angeblich Tibetern geholfen hat, nach Indien zu fliehen. Laut der Quelle gab es 6 oder 7 weitere Tibeter aus Jeju, die damals zusammen mit Namda ebenfalls zu 13 Jahren Haft verurteilt wurden. Einzelheiten einschließlich ihrer Namen und Anklagen sind jedoch noch nicht bekannt. Das Menschenrechtsreferat der Abteilung für Information und internationale Beziehungen der tibetischen Zentralverwaltung berichtete, dass Namda an einer Blinddarmentzündung leidet und die chinesischen Behörden seiner Familie und seinen Verwandten in den letzten 2 Jahren verboten haben, ihn im Gefängnis zu besuchen, höchstwahrscheinlich um Details über seinen medizinischen Zustand zu verbergen. Ein 51-jähriger tibetischer Reiseleiter, Gyuncho Chimba, der eine 21-jährige Haftstrafe in einem chinesischen Gefängnis verbüßte, ist am 6. Februar in Lhasa an den Folgen seiner Haftverletzungen verstorben. Human Rights Watch berichtete, dass er eine Hirnblutung erlitten hatte und gelähmt war. Nach Angaben von Human Rights Watch wurde Gyuncho Chimba am 8. November 2013 von den chinesischen Behörden ohne das Wissen seiner Familie festgenommen. Im Jahr 2013 wurden hunderte Tibeter aus dem Landkreis Jeju festgenommen, nachdem sie friedlich
gegen Chinas Zwangsbeflagungskampagne protestiert hatten, bei der die örtlichen Tibeter gezwungen wurden, vor jedem Haus die chinesische Flaggen zu hissen. Güncho war unter den Inhaftierten. Er wurde später wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen verurteilt, weil er Informationen über Proteste in seiner Region an ausländische Medien weitergegeben hatte und zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Anlässlich des tibetischen Neujahrsfestes hat die tibetische Zentralverwaltung ihre neu gestaltete Website tibet.net in Tibetisch, Englisch, Chinesisch und Hindi aufgeschaltet. Die neu gestaltete Website enthält neue Funktionen wie eine verbesserte Suchmaschine und herunterladbare Publikationen und auch eine neu hinzugefügte virtuelle Tour durch die zentraltibetische Verwaltung. Die Tibet-Unterstützungsgruppen in Japan und der Tschechischen Republik haben ihre anhaltende Unterstützung für Tibet bekräftigt und den Vereinigten Staaten für die Verabschiedung des 2020 Tibetan Policy and Support Act in ein Gesetz gedankt. In Japan nahmen Vertreter von 12 großen Tibet-Unterstützungsgruppen und tibetisch-buddhistischen Lernzentren an der Webinarkonferenz teil. Auf der Konferenz wurden darüber diskutiert, wie man sich gegen das Eindringen der chinesischen Regierung in japanische Inseln wehren und auf ein Ende der Menschenrechtsverletzungen in Tibet drängen kann. Die tschechische Parlamentarische Gruppe für Tibet sicherte in ihrer Erklärung ihre Unterstützung zu, bis den Tibetern eine echte Autonomie zugestanden wird, wie sie im Ansatz des Mittleren Weges vorgeschlagen wird. Das US-Außenministerium veranstaltete am Samstag vergangener Woche eine freudige, lebhafte Losar-Feier, bei der Außenminister Antony Blinken seine Grüße zu Losar übermittelte und versicherte, dass die Administration von Joe Biden das sprachliche und kulturelle Erbe Tibets bewahren, schützen und ehren wird. Die virtuelle Feier des tibetischen Neujahrs beinhaltete die Anwesenheit einer Reihe von hochrangigen Beamten des Außenministeriums, darunter die leitende Beamtin Lisa Peterson, und Botschaften von besonderen Teilnehmern, darunter der Repräsentant Ngurdup Tseling vom Office of Tibet, Washington D.C. und der Vorsitzende der International Campaign for Tibet, Richard Gere, sowie Losar-Botschaften, Grüße und traditionelle Lieder von Tibetern in Nordamerika. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.